Ja, grüß euch benannt und einen Sackrisch-Kurden. Jetzt Kasperl. Jo, Louis. Was für ein Tag. Leute, Montag ist vorbei. Gott sei Dank. Heute war so ein richtiger Montag. Ich weiß nicht, das ist ein richtiger Self-Fulfilling Prophecy Montag. So ein, wenn der Montag beschließt, mal den Montag so richtig raushängen zu lassen. Ich hoffe, ihr hattet einen schöneren Tag und habt den Montag gut überstanden. Und wir knechten jetzt weiter hier in diese Nummer, erster Call, Nummer 2, Gym Talk, ersten Flirt-Tipps, bla bla bla. Ah ja, genau, hier, diesmal machen wir es gleich von Anfang an. Wiedergabegeschwindigkeit 1,25. Ich hoffe, dass wir jetzt ohne weitere drögen Gaming, bla bla Sektionen da weiterkommen. Also das Video hat ja das letzte Mal ganz gut, das hat er ganz gut nett geliefert. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich komme nicht hinterher, weil ich brauche für so ein Stundenvideo, ihr merkt es, muss ich 2 Videos aufnehmen. Und wird schwierig, das Ganze aufzuholen. Wird sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich bin dran. Ne? Ich bin dran. So ist es. Wir waren stehen geblieben. Also er hat hier Flirt-Tipps abgegeben und jetzt ging es um Theorie und Praxis und wegen Mathematik. Das ist ein kurzes Ding und danach erzählt er wieder irgendwas zu seiner Affäre aus Denken anscheinend. Und seine Sicht auf Frauen, von der wissen wir schon vieles, aber das ist halt natürlich auch wieder ein Klassiker. Ne? Richtig. In diesem Sinne, Leute. Kann ich nicht mehr sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch eine Häube auf und mir gingen einer Ding in Rainer. Genau. Ja, auf jeden Fall. Oder im mathematischen Bereich ist es sowieso so, dass eine Theorie, die man in die Praxis umsetzt, ja nicht immer zwangsweise funktionieren muss. Das ist auch generell so, was wir machen im Studium. Das ist so theoretisch, das ist eigentlich schon von allem weg, was jemals irgendwie umsetzbar ist. Deswegen wird das auch so ein bisschen gehandelt als eine Art Philosophie, weißt du? Also eigentlich denkt man vielleicht bei Mathe nicht unbedingt an Philosophie, aber ist es in einem gewissen Sinne schon. Und letzten Endes denke ich auch ein bisschen auf die Art der Definition. Der letzten Endes kommt heute aber relativ früh. Ne? Ja, mit Rainer über Mathematik zu schwafeln, das macht natürlich relativ wenig Sinn. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, du kannst dich mit Rainer überhaupt nichts unterhalten. Also, worüber sollte man sich mit dem Mann wirklich ernsthaft unterhalten können? So Erwachsenen-Themen. Nicht die Erwachsenen-Themen, was er meint, sondern einfach wirklich mal Bücher, anspruchsvolle Filme, Alltag, ne, Arbeit, Mathematik. Nix davon. Er kann ja nichts, er weiß ja nichts. Der Mann ist hageldumm geboren und hat nichts dazugelernt. Im Gegenteil, ich glaube, der hat sich aktiv dümmer gemacht über sein Leben. Des Ganzen an. Ja, auf jeden Fall. Ich für meinen Teil denke mir dabei halt einfach nur so, ja, ich gehe halt meinen Weg und schaue mein Zeug so an. Letzten Endes theoretisches. Ja, geht sein Weg, macht sein Zeug, letzten Endes. Zeug und praktisches Zeug ist so eine Sache. Ich weiß auch, dass man für eine Beziehung kämpfen muss. Aber manchmal hat man auch einfach das Gefühl, dass man alleine kämpft. Und wenn man alleine kämpft, ist man halt eigentlich auch schon der verlorenen Posten. Eine Sache zum Beispiel, und ich weiß, ich komme viel zu oft. Rainer, ja, man muss manchmal für eine Beziehung kämpfen. Und ganz oft beinhaltet das, über den eigenen Schatten springen zu können. Ne? Empathie zu zeigen. Ne? Von beiden Seiten. Die Sicht des anderen besser zu verstehen. Und dann aufeinander zuzugehen und im Idealfall einen Kompromiss zu finden. Es sei denn, einer liegt halt wirklich 100% falsch, aber dann muss auch die Person reflektieren und feststellen, okay, nee,
bin derjenige, der hier falsch liegt und dann, ne? Aber es hat immer was damit zu tun, über den eigenen Schatten springen zu können. Und da seht ihr nicht, ne? Das ist der Schatten zu groß, zweitens springen. Und auch im übertragenen Sinne. Er ist das höchste Wesen. Ne? Niemand kann es ihm reichen, das Wasser. Und er macht ja keine Fehler. Also muss er auch sich nicht reflektieren. Und dann muss er auch nicht irgendwie auf jemand anders zugehen und Kompromisse eingehen. Oder über seinen Schatten springen. Das ist vollkommen lächerlich. Naja, schauen wir mal. Kommt das Thema zurück, wenn es dich stört, sag's mir. Sex. So. Ist Ja, was sonst, Rainer? Was sonst, ne? Mir fällt auf, ich weiß jetzt nicht, ob die deutlich mehr Sachen aufgenommen haben, sowohl auf dem Discord als auch auf hier bei solchen direkten Gesprächen. Und ob die dann wirklich nur das mettreichste Gelumpe da rausgeknödelt haben, aber wenn ich mir die Sachen mit dem Gedaddel anhöre, glaube ich das fast nicht. Aber es ist halt wirklich das allumfassende Thema bei Rainer. Und ich habe das Gefühl, dass es noch schlimmer geworden in dem Jahr, in dem er jetzt weniger soziale Kontakte hatte. Ne? Klar, wie gesagt, aus meiner Sicht hat er sich nie wirklich aus dem Internet zurückgezogen. Aber er hat ja die soziale Interaktion gerade über Social Media und dergleichen massivst zurückgefahren. Und dieser Blog und was jetzt hier passiert, ist, glaube ich, Kompensation für diese Nummer. Er hat einfach schon lange den Leuten nichts mehr von seinem Pensi verzapft. Und das muss jetzt raus. Und das muss jetzt alles raus, was sich angestaut hat. Und deswegen gibt es jetzt gerade kein anderes Thema mehr. für mich einfach, was extrem wichtig ist innerhalb einer Partnerschaft. Nicht nur jetzt, um die Liebe einander zu beweisen, sondern auch einfach um den körperlichen Aspekt der Beziehung zu führen. Rainer, um einander die Liebe zu beweisen, ist so ein widerlicher Gedankengang. Mich schaudert's. Er hat gerade gesagt, Sex ist dazu da, einander die Liebe zu beweisen. Das ist so ein, wenn du mich liebst, dann tust du dieses und jenes Ding. Und das ist ein deutliches Anzeichen, dass man in einer missbräuchlichen Beziehung lebt. Wenn man solche Sätze gedroppt kriegt. Dementsprechend, Rainer, weiß ich nicht, ha? Weiß ich nicht. So, ich für meinen Teil habe kein Problem damit, dass man innerhalb einer Beziehung eine offene Sexualität auslebt. Das heißt, wenn ich mit meiner Partnerin zusammen bin, und jetzt kommen wir nochmal kurz auf die Frau von vorhin zurück, wo ich angesprochen habe, ich hätte kein Problem damit, dass sie sich mit einem anderen Typen trifft und mit dem vögelt. Mein Problem, ich bin eifersüchtig auf den. Lügenlord. Ja, ich habe das als Ohrwurm. Digga, ich habe das Haar, das Ohrwurm seit ein paar Wochen. Ja, wissen wir alle, dass Horst Shit ist, ha? Ich verweise wie so oft auf die Cola-Bärchen-Leaks, die ihm dann gesagt hat, ja, sie hat sich da mit so einem Pärchen getroffen und einen Dreier gehabt und der hat sie irgendwie mit seinem enormen Riemen ordentlich und das fand er nicht so gut, der Rainer. Da ist er ein bisschen matt geworden. Ein bisschen sehr matt. Da hat es einen richtigen Meltdown gegeben im Ogerstübchen damals. Und ja, nee, Rainer, es ist dieselbe Scheiße wie immer. Rainer propagiert hier offene Beziehungen und dergleichen. Aber er will natürlich eigentlich nicht, dass die Partnerin das genauso tut. Na? Das ist wichtig. Rainer muss dürfen. Deswegen wird diese Türen leicht aufgemacht, so einen kleinen Spalt. Aber immer mit der Hand an der Türklinke, um die schnell zuzuschlagen, für den Fall, dass sie der Tür zu nahe kommen würde. Ne? Das ist ganz wichtig.
Typen. Aber mein Problem besteht nicht darin, dass sie sich mit ihm trifft und mit ihm vögelt. Mein Problem ist, dass ich auf der Strecke bleibe. Damit komme ich nicht klar. Okay. Wenn ich mich Das ist auch ein richtig räudiges Arschlochverhalten, muss man sagen. Das ist auch. Ah, nee. Wenn die jemand anders bimst, dann hat er eh nichts davon. Es ist so unfassbar, wie man dermaßen egomanisch und narzisstisch sein kann. ihr treffen würde, mit ihr vögeln würde, mit ihr mein Leben führen würde, vielleicht sogar mit ihr in einer Beziehung wäre, könnte sie sich von meiner Seite aus mit dem Typen weiterhin treffen, mit ihm weiter rumvögeln. Immer vorausgesetzt, es werden bestimmte Bedingungen erfüllt. Beispielsweise, sie benutzen weiterhin Gummi. Ja. Gummi kann mal reißen, wäre scheiße, wenn sie dann schwanger werden würde. Kann man dann notfalls mit der Pille danach ja auch noch verhindern, hoffentlich. Aber letzten Endes ist Fakt, wenn ich mit ihr in einer Beziehung bin und wir auch da irgendwann das Kondom weglassen und so weiter und sie dann weiterhin mit einem anderen Typen vögelt, kann sie das auch weiterhin machen. Juckt mich nicht. Kann sie tun, wie sie möchte. Ich für meinen Teil hätte auch kein Problem damit. Wobei das bei mir in meiner Situation als Mann wieder schwierig wäre, denke ich. Aber da haben wir ja auch schon oft, das sind ja diese Sons. Wieso sind da diese Sons? Boah, Rainer. Wie kann. Wie kann man sich bei so einem Thema von Pokémon ablenken lassen? Wie? Ich für meinen Teil habe da schon oft drüber nachgedacht und auch schon oft drüber geredet. Das sind diese Samen und Naturzel, die da miteinander. Ja, Leute, ich würde ihm am liebsten. Ganz ehrlich, in so einer Situation, wenn ich diese Scheiße höre, die unterhalten sich gerade ja wirklich über ein Thema, wo man sagen muss, das geht ein bisschen tiefer, das ist ein bisschen persönlicher. Da erwartet man eigentlich, wenn man in einem Dialog mit einem Menschen ist zu so einem Thema, dass dieser Mensch es für nötig befindet, einem seine komplette Aufmerksamkeit zu schenken. Und die sitzt jetzt genauso wie wir da und wartet, dass er endlich diesen scheiß Satz fertig stottert. Und er kommt jedes Mal wieder mit seinen scheiß Pokémon um die Ecke. Ich kann das nicht mehr. Und dann erzählt dieser fette Dirnenspross noch irgendwelchen Leuten darüber, wie sie scheiße erzogen worden sind. Aber waren sie schon die ganze Zeit da? Weil ich bin ja immer noch in dem Level, glaube ich. Hm. Also ich habe jetzt Stufe 3, glaube ich, erreicht. Na gut, jedenfalls ist das so, dass die Pokémon Bisasam, der Typ, der Gummireis, Pokémon, halt doch dein scheiß Maul! Hör auf zu zocken, wenn du nicht atmen und zocken und reden gleichzeitig kannst. Konzentriere dich auf das scheiß Gespräch. Rainer, du willst die Alte rumkriegen. Meinst du, es ist besser, wenn du da sitzt und praktisch keinen geraden Satz rausbringst? Noch schlimmer, als wenn du nicht zockst daneben her, um mir zu signalisieren, hey Meudel, schön, dass wir uns gerade unterhalten, aber du bist mir eigentlich vollkommen scheißegal, weil ich muss neben mir Pokémon spielen. Und das ist mir auch derselbe Grund, warum du keinen Schulabschluss hast, weil Pokémon spielen und Pokémon gucken war immer wichtiger als alles andere. Verschiedenen, dass ich halt kein Problem damit, wenn Partner weiter treffe. Ich bin ja auch bi, also will ich mich hin und wieder trotzdem auch gerne mal mit Männern vergnügen und so. Und deswegen habe ich grundsätzlich kein Problem, wenn sie sich mit Frauen vergnügt oder auch wenn sie halt innerhalb der Partnerschaft sich halt hin und wieder mal mit anderen Männern trifft. Aber das Wichtigste in einer Partnerschaft ist es halt, dass halt beide Partner sich sexuell halt trotzdem nicht vernachlässigen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich habe viele Bekannte und Partner und Freunde kennengelernt, die innerhalb einer Partnerschaft ihre Partnerschaft innerhalb der Partnerschaft vernachlässigt haben, weil sie angefangen haben, sich mit anderen zu treffen. Und während sie sich dann mit anderen getroffen haben, haben sie sich halt dann immer weniger miteinander vergnügt und dann dadurch ist dann irgendwann auch eine Frustration entstanden. Dann hatte ja, aber du kannst jetzt dann auch nicht von der Frau erwarten, dass sie ihre komplette Libido aufbewahrt für Lord Impotenz von Schrumpfpimmel. Ne? In den wenigen Fällen, in denen er es schafft, diesen Maulwurf so weit zu kriegen, dass er theoretisch irgendwie snoozenfähig wäre, wenn man ihn denn aus den Fettmassen rausgegraben bekommt, ne? Dann ist er ja immer noch, ne? Sehr klein.
Dann hat eine Zeit lang der eine von beiden keinen Partner, mit dem er sich ab und zu mal trifft, während der andere Partner sich die ganze Zeit weiter getroffen hat. Ah, das ist ja auch Ja, blöd. und das war natürlich dann doppelt scheiße, weil also es war in dem Fall er und sie hat sich ja weiterhin mit Männern getroffen, hat mit denen gevögelt und er hat sich halt nicht mit jemandem treffen können und mit jemandem vögeln, was Ja, natürlich dann zusätzlich zu einer Belastung war, körperlich und emotional. Ja, Ja, und jetzt soll sie ihm noch was herschaffen, oder? Ne, man möchte hier, wenn man ihm zuhört, möchte man fast glauben, dass es einen Grund gibt, dass sich der Großteil unserer Spezies auf monogame Beziehungen konzentriert. Klingt fast so, als würde es als Mensch mehr Sinn ergeben, um unnötige Probleme zu vermeiden, wie das. Dass der dicke Dirnenspross unter Vögel zu Hause sitzt und ihm Dampf aus den Ohren schießt, weil seine Mulle irgendwann auch mal ne, spüren will, dass was eingedrungen ist. dann hast du natürlich die Arschkarte als Mann oder auch als Frau. Wenn du dann die Situation hast, dass dein Partner sich weiterhin trifft, du dich nicht treffen kannst, aber weißt, dein Partner sitzt gerade wenn du am Wochenende zum Beispiel zu Hause sitzt am Wochenende zu Hause und dann hast du deinen Partner, der, weißt du genau, der hat gerade seinen Spaß, jemand anderes ist in ihm oder er ist in jemand anderem. Das kommt ja auch noch dazu, dass es ja auch noch so eine sehr intime Aktion dann ist in dem Zusammenhang. Ja, ist halt auch irgendwo ein bisschen scheiße. ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also würde das für dich eigentlich einen Unterschied machen, jetzt ob deine Partnerin sich zum Beispiel mit Männern trifft oder mit Frauen? Grundlegend nein. Wie gesagt, also in erster Linie, wenn meine Partnerin mich nicht vernachlässigt, dann habe ich grundsätzlich, soweit ich das beurteilen kann, keine Probleme damit. Okay. Ich hatte ja auch schon die Situation, ich hatte zwei Partner, die Personen, mit denen ich einen Dreier hatte, beide Partnerinnen, Ja. hatten bei der Zeit, als zwischen uns was lief, auch noch parallel dazu mit einem anderen Mann was jeweils. Ja, genau, Rainer. Rainer hat in der Hippie-Kommune gewohnt. Das haben wir bloß nicht mitgekriegt. Er hat mit 2 Frauen gleichzeitig was gehabt und die hatten aber jeweils auch noch andere. Aber die anderen waren nicht genug. Die mussten sich dann nochmal einen richtigen Mann wie den Rainer suchen. Halt doch dein Maul. Die eine war vergeben und war verlobt eigentlich. Und die andere, laut ihrer Aussage wusste ihr Papa davon. Ich habe das natürlich nie nachprüfen können, aber ich habe ihr einfach mal geglaubt. Ja, man hätte ihn halt fragen können. Stimmt, ja, aber es gibt ihn ja nicht. Ja, dann kann man leider nicht fragen. Ja, man kann es das leider nicht nachprüfen, Rainer. Wahr gesprochen. So. Ja. Und was hätte ich das gar nicht angefangen, so was mache ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Und genau. Und dann ging es aber damit weiter, dass und dann war Rainer, dir vielleicht? Das dir? Willst du dir sagen? es so, dass während die beiden jemand anderen hatten, sich halt auch mit mir getroffen haben. So. Und das war für mich in dem Zusammenhang auch wieder so eine etwas nervige Angelegenheit, weil Ja, das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ne, wenn einem die Weiber die Tür einreißen, scheißegal, ob sie einen Typen haben oder nicht, so, weil man so ein geiler Typ ist. Da ist eine schreckliche Situation. Ich habe die Leute weinen hören darüber. Das Leben ist so schwer. Alle wollen sie mich bimsen. Die Brathähnchen fliegen zu niedrig. Halt auf dein Maul, Rainer. Halt auf dein Maul. oh Gott, einmal. Das Bier, das aus dem Wasserhahn kommt, ist zu kalt. Ah ja. Okay, was nehme ich da für ein Bild? Wow, sind alle gleich. Das wird auf jeden Fall gereicht haben. Dann kann ich den letzten Punkt oder den dritten Punkt freischalten von der Lumia-Zone. Also, Dir, Rainer, dir. eine von den beiden, das ist auch der geilste Witz, die hatten beide einen Partner, waren beide in festen Händen. Und Ja, die haben das erwähntest du bereits, Rainer. Kannst du dir diese scheiß Räuberpistole vielleicht schneller in deinem Schwatzen hier zusammenrendern? Ich hab heute noch was vor. getroffen haben, miteinander gefügelt. Und die eine von den beiden war dann eifersüchtig auf die andere, mit der ich was hatte, Okay. obwohl die parallel zu mir ja beide daheim gefügelt wurden und ich mich mit beiden selten getroffen habe, weil ich derjenige war, der eigentlich null ran durfte. Okay. Und das nur, wenn wir uns mal getroffen haben. Die ist auf jeden Fall ein bisschen älter als du und Ah, ist ja. ungefähr in meinem Alter. Okay. Jedenfalls ist es halt schon ein bisschen scheiße, wenn du dann die Situation hast, dass du halt auch nicht weißt, wie gehst du jetzt mit der Situation um halt, ne? Das ist ja. Ja, mit der Situation umgehen, da könnte man auch einfach. Also, die Situation lässt sich easy lösen, indem man dann aufhört, sich so eine Scheiße auszudenken.
und Leute im Internet damit voll zu lügen. Da ist die Situation ganz schnell wieder Gucci. Ne? Und da ist da keiner nachtragend und alle sind glücklich. Die ist eifersüchtig geworden, weil sie den Rainer nicht für sich alleine hatte. Freilich. Oh Mann, Rainer. Überleg dir doch wenigstens irgendwie halbwegs glaubwürdige Lügen. Irgendwas halbwegs Glaubwürdiges. Also, ich glaube, es ist schwierig, so generell mit Eifersucht in so einem Sinne umzugehen. Aber wenn man für sich merkt, okay, man kann damit nicht umgehen, wenn zum Beispiel der Partner mit jemand anderem was hat, dann sollte man das vielleicht auch einfach lassen. So. Also, Ja, dann ist eine offene Beziehung vielleicht nicht das für einen perfekte Beziehungsmodell. Das hat sie sehr richtig erkannt. Bei Rainer wird das wieder nicht ankommen. Ich verspreche es euch, da kommt jetzt die und dann irgendeine Ausrede, warum es doch ganz toll ist. Hier mit Rudelbums und so. so ein Zwischending und man fühlt sich dann schlecht damit, ist ja auch blöd. Ich habe dann letzten Endes deswegen auch die Beziehung beendet. Der Witz ist, dass sie das gar nicht beenden lassen wollte. Also die hat dann Okay. weitergemacht. Die wollte dann unbedingt wieder mit mir zusammenkommen, obwohl die war ja verlobt. So. Okay. Und die hat immer weiter und weiter gemacht, bis sie jetzt Auf Knien hat sie ihn angebettelt. Oh, Rainer, bitte nicht, ich komme schon klar damit, dass ich dich nicht alleine haben kann. Aber bitte nimm dich mir nicht weg. Ich ertrag's nicht ohne dich. Nie mehr werde ich sexuelle Befriedigung erfahren dürfen, wenn du mich verstößt. Dein Maul. Oh, meine Fresse. letzten Endes irgendwann, bis ich irgendwann halt dann gesagt habe, weißt du, das funktioniert nicht, habe ich dann geblockt. Ja, dann aber über meinen Betreuer und meinen Bewährungshelfer, also Betreuer jetzt nicht Bewährungshelfer und so weiter, hat die mich halt versucht dann ausfindig zu machen, die hat dann meinen Bewährungshelfer und alle genervt damit, dass die halt permanent irgendwie bei denen nachgefragt hat und so weiter. Der Bewährungshelfer hat sie angerufen. Bitte, stelle Kontakt zu Rainer her. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja. Oh, und der Rainer war so ganz abgeklärt und hat gesagt, boah, Mädchen, ich halte es nicht aus, wenn die Frauen zu sehr klammern. Ich glaube, unsere Wege trennen sich jetzt hier besser. Mit der Fluppe im Maul. Ich weiß, das ist jetzt hart für dich, aber du wirst darüber hinwegkommen. Goodbye, Darling. Und dann pustet ihr den Rauch ins Gesicht, küsst sie noch einmal, steigt auf Pferd Blue und reitet in den Sonnenuntergang. Alter Schwede. Wieder irgendwelche Geschichten aus Wolkenkuckucksheim hier verzapft. Und alles mögliche an Zeug rausfinden wollte und mich angeschrieben hat und so. Okay. Und dann immer versucht hat, mit denen darüber wieder in Kontakt mit mir zu treten und denen alles vorgesagt, ja, es tut mir so leid, ich will mit dem wieder zusammen sein, könnt ihr dann irgendwas machen? Hab meine Nachbarn genervt und so weiter, das war richtig psychisch. Oh. Ich mir gedacht habe, Mel, wenn du sowas abziehst, glaubst du ernsthaft, dass ich da wirklich Interesse habe, da irgendwas in die Richtung durchzuziehen? Das ist schon fast krank. Ja, das klingt wirklich ein bisschen psycho. Ja, und mit krankem Psycho-Verhalten gegenüber Menschen, die nichts von ihm wollen, da kennt sich der Rainer besonders gut aus. Der sieht auch noch sehr gut aus, kennt es Benetic. Und Cola-Bärchen natürlich. Cola-Bärchen ist für alles immer ein gutes Paradebeispiel. Aber gerade das kranke Psychoverhalten und das nicht locker lassen wollen, da ist, glaube ich, Benetic wirklich das Paradebeispiel. Wo er versucht hat, irgendwie ihre Beziehung zu torpedieren, indem er im Stream irgendwie gesagt hat, dass er mit ihr was hat, um dann in der Hoffnung, dass der Typ das mitkriegt und dann mit ihr Schluss macht, damit er dann sich wieder an sie ranmachen kann. Krankes Psychoverhalten, ne? Also, schwierig. Das ist nochmal ein bisschen mehr abstoßend, als es dann ohnehin schon war. Ja klar, ich habe mich dann da auch natürlich deutlich weiter distanziert, Ja. als vorher schon, weil es macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Aber krass, dass die so dann deinen Bewährungshelfer und so kannten überhaupt. Also die Frau da, die du meintest. Die kannten den beide, weil ich die beide Ach so. mal mitgenommen habe.
weil die waren beide bei mir zu Besuch übers Wochenende. Ja, Rainer. Ich weiß nicht, ob das war aber wahrscheinlich in Schauerberg. Oder war es in Berlin? Vollkommen wurscht. Ist vollkommen wurscht, wo es. Rainer, wenn die dich besuchen. Also erstmal würde ich den Besuch auf einen Zeitpunkt legen, wo ich keinen Termin beim Bewährungshelfer habe. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 sollte es sich nicht vermeiden lassen, dass der Besuch und der Termin beim Bewährungshelfer auf denselben Termin fallen. Dann hätte ich gesagt gehabt, hey, hier in der Gegend gibt es dieses und jenes, was man sich anschauen, was man machen kann. Ansonsten, hier, du hast ja WLAN-Zugriff, ja, Netflix und sowas, kannst du alles gucken. Ich bin in 2 Stunden wieder da, ich muss kurz zu meinem Bewährungshelfer gehen. Dann zu kommen zu sagen, hey, schön, dass du da bist, brauchst die Schuhe gar nicht ausziehen, wir müssen jetzt noch schnell los, ich muss nämlich zu meinem Bewährungshelfer und du hast gefälligst mitzukommen. Keine Ahnung, da wird halt jeder sofort auf dem Absatz wieder umdrehen und sagen, fick dich, du Hurensohn. Weißt du? Okay. Und da musste ich halt erst einmal, da habe ich die halt dann einfach mitgenommen, kurzerhand. Und mir gedacht habe, ja, es macht ja keinen Sinn, jetzt herzugehen und da irgendwie drauf zu verzichten, mitzunehmen, weil die kann die ja schlecht stundenlang da bei mir zu Hause allein lassen. Ja. Warum nicht, Rainer? Warum nicht? Das ist doch deine Partnerin. Glaubst du, die hätte die Butze leer geräumt? Verdammte Axt, dann bin ich wiedergekommen vom Bewährungshelfer. Ich will immer Bewährungsversager sagen. Ich wiedergekommen vom Bewährungshelfer. Das ist sie durchgebrannt mit meiner ganzen Luans. Und das Master Sword hat sie auch mitgenommen. Scheiße. Die Mulle war einfach Klonter, der sich als Mulle ausgegeben war. Ist dann hingekommen mit so einer Perücke auf. Rainer hat es nicht gecheckt. Wenn er da draußen ist, wird die Bude ausgeräumt. Oh. Wenn ich im Bewährungshelfer bin, habe ich es dann einfach kurzerhand mitgenommen. Habe Okay. mich dann sich auch nicht weiter gekümmert, weil bin, was solche Sachen angeht, sowieso offen und alles, damit habe ich Ja. keinen Stress. Ja, von daher, ach man. Alles gut? Ja, ja. Ja, ja. Ja, es sind halt einfach komische Menschen, die ich irgendwie, halt denen ich immer wieder über den Weg laufe. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Das klingt auf jeden Fall relativ anstrengend. Ja, das klingt sehr, sehr anstrengend, sich so einen Haufen gequirlte Scheiße noch ausdenken zu müssen, on the fly, als geistiger hier 58er. Das klingt sehr, sehr anstrengend. Wahrscheinlich hat er jetzt schon wieder Kopfschmerzen, der Rainer. Das zum Teil auch, ja. Definitiv. Ja, aber wer weiß, was zukünftig noch so wird. Vielleicht triffst du ja auf Menschen, die nicht so anstrengend sind. Das wäre das erste Mal in meinem Leben. Ja, aber es gibt bestimmt Leute, die nicht so anstrengend sind. Mit Sicherheit gibt es die, aber die halt auch erst mal treffen, ne? Ich finde das sowieso. Ja, keine Ahnung, in der Reha vielleicht, nachdem sie dir den Diabeteshaxen abgenommen haben. Er triffst da eine, aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine, die dick ist. Na, dann auch nichts. Kann nichts machen, ne? Krass, so wie du es generell hingekriegt hast, so viele verschiedene Frauen zum Beispiel, die du jetzt hier aufzählst, überhaupt zu treffen oder beziehungsweise wie die überhaupt sich bei dir melden konnten oder sonst irgendwas, weil du hast ja schon erzählt, dass du relativ abgeschottet so lebst und nicht so richtig rausgehen kannst. Ja, die eine Frau aus Dresden hat mich damals auf Snapchat angeschrieben und hat mir Nacktbilder geschickt. Okay. Hielt ich natürlich erstmal für fake, verständlicherweise. Ja. Hab dann in späterer Zeit die Situation gehabt, dass ich dann eben mit der diese Beziehung geführt habe. Und die eine andere aus dem Dreier, die habe ich zufällig beim Einkaufen getroffen. Okay. Die hat mich beim Einkaufen angesprochen, als ich bei der Post stand, und direkt neben der Post ist bei uns damals Ding gewesen, Flaschen abgeben. Direkt nebeneinander, und da war ich halt an den Flaschen abgeben, ich habe da erst niemanden beachtet, weil da waren 25 Leute gestanden. Ja. Und dann war die halt als dritte oder vierte angestanden, und dann bin ich halt hergegangen und hab das einfach kurzerhand. War das noch beim Zwingel, Rainer? War das noch beim Zwingel? Hab dann einfach kurzerhand die Sachen da eingeschmissen, und dann kam halt die und hat halt gemeint, hey, ja, ich finde echt gut, was du machst und so, ne, und gib bloß nicht auf, ne, zieh dein Ding weiter durch und so. Und dann haben wir gedacht, ja, cool, ne, aber auch. Das hat sie ganz bestimmt gesagt, ne?
Vor allem, wenn er die im Zwingel getroffen hat, dann ist das ja jemand da aus der Gegend. Ne? Und ich hätte jetzt nicht mitgekriegt, so dass die Leute aus der Gegend dann irgendwann noch sonderlich gut auf ihn zu sprechen waren. Ne? Ich habe noch kein Interview gesehen mit einem aus dem Dorf. Verlinkt es mir, wenn ich Scheiße laber, wo dann der befragt wird und sagt, ja, der Herr Winkler, sagt, nee, der Herr Winkler ist ein ganz toller Typ und der soll weiter sein Ding durchziehen und wir halten das schon noch ein bisschen länger aus. Ja, ich glaube, die haben ihm alle irgendwie alles an den Hals gewünscht, aber Hat er erst einmal natürlich nicht drauf gegeben. Und dann später habe ich die im Laden selbst beim Einkaufen auch nochmal getroffen. Dann bin ich nach dem Einkaufen mit meinem Auto damals losgefahren und dann ist die da an der Straße lang gelaufen, dann bin ich zurückgefahren, dann ist die in eine Seitengasse abgebogen gewesen, weil sie zum Bahnhof wollte und dann bin ich da halt in den Berg gefahren und habe halt gefragt, ob ich sie irgendwo hinfahren kann. Habe ich einfach gedacht, ja, vielleicht geht da was so. Und meinte sie tatsächlich so, ja, kann ich gerne machen, so, ne, wäre voll cool und so, und habe ich sie zum Bahnhof gefahren. Und wenn ich ja, keine Ahnung, so fangen Dokumentationen an über Serienmörder. Ne? True Crime Doku. In den 70er Jahren in Massachusetts fielen dem sogenannten Wongel-Killer 5 junge Frauen zum Opfer. dieses Bahnhof war, habe ich gefragt, ja, wo wohnst du, ne? Also wo musst du hin? Dann meinte sie da und dahin. Dann sagte ich, hey, das ist cool, das ist gar nicht weit, soll ich dich gleich heimfahren? Ja, klar, warum nicht, ne? Wäre cool, dann braucht sie den Bus oder auf den Zug warten. Ja. Ja, klar, ne? Ziehen wir durch, kein Ding. Dann Ja. haben wir das kurzerhand gemacht, habe ich nach Hause gefahren, dann haben wir uns noch eine halbe Stunde vor ihrem Haus im Auto unterhalten. Dann haben wir unsere WhatsApp und unsere Handynummern ausgetauscht und haben wir uns noch ein bisschen geschrieben. Dann ging das Ganze sehr schnell ins Thema Sexualität über. Ja, also natürlich ist die ausgedacht, aber wäre sie nicht ausgedacht gewesen, kann man sich denken, von wem das dann ausgegangen wäre, ne? Dass das schnell auf dieses Thema gewechselt hat. Wir haben es hier auch schon mitgekriegt. Dann haben wir angefangen, uns zum Thema Sexualität mehr auszutauschen. Dann haben wir einfach gesagt, pass auf, ne? Pass mal aus, du wohnst hier gleich ums Eck, ne? Was hältst du davon, wenn wir uns einfach treffen und vielleicht mal gucken, ob ein bisschen was geht? Und dann meinte ich, ja, klar, war voll begeistert. Die klassische Liebesgeschichte, wer kennt sie nicht? Ne? Jeder hat doch so schon mal jemanden kennengelernt. Alter, ich habe die da fahren sehen. Erst hat sie gesagt, ich bin ganz toll. Dann habe ich sie laufen sehen. Dann bin ich ihr nachgefahren. Dann extra noch einen Umweg gefahren, um ihr hinterher zu kommen. Dann habe ich sie plump angemacht und dann nach Hause gefahren, direkt vor ihrer Haustür. Als wildfremder Dude. Und dann hat sie eine Stunde lang mich mit mir über das Bimsen unterhalten. Weil da hat es schon knistert in der Luft zwischen uns. Und dann habe ich ja gesagt, ja, komm, schau mal vorbei. Ne? Knicki die Knack. Und schwupps, ist die vorbeigekommen. Romeo und Julia waren ein Scheißdreck dagegen. Das haben wir noch umgesetzt, ja. Und das war quasi die andere, mit der ich mich dann getroffen habe. Und die erste, mit der ich in der Beziehung war, damals habe ich noch auf YouNow Livestreams gemacht, das ist ganz, ganz damals gewesen. Das war eine meiner Abonnentinnen, mit der habe ich halt damals ganz normal jetzt mit ihr auf Discord gequatscht und geschrieben und alles. Okay. So habe ich die kennengelernt und dann hat sich daraus halt einfach mehr ergeben und dann habe ich mich mit der getroffen und mit der auch gevögelt und war dann halt auch in einer richtigen Beziehung. Aber das war ein bisschen blöd, weil die war damals aus Berlin und ist halt zu mir hergefahren und war halt 3-mal bei mir, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 2-mal oder 3-mal war, schon zu lange her. Aber jetzt Ja, keine Ahnung, ich glaube, bei jemandem, der so selten ne, zum Zuge kommt wie du, wäre das, glaube ich, so einprägsam, dass man sich's merken könnte. Wie oft die Freundin aus Berlin, ne, sich auf den großen Turn einmal ums Kap Horn bis zu Rainer in die Schanze gemacht hat, ne? 27 und die war 3-mal bei mir, glaube ich, und das immer für eine Woche, aber halt immer eben nur einmal für eine Woche. Und ich wollte auch zu ihr mal fahren, da meinte sie aber immer so, nee, das funktioniert gerade deswegen nicht und deswegen nicht und deswegen nicht, also immer abgeblockt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, der weißt du was, nicht so funktioniert das Dauer nicht, ne, und dann die Beziehung dann halt immer auch in die Brüche gegangen. Ja, genau, weil der Rainer hat darauf bestanden, sie bei sich zu besuchen. Kennen wir ja, wissen wir ja, das ist ja der Klassiker beim Rainer. Er hat ja noch nie einfach immer nur versucht, die Frauen hier in die Schanze zu locken. Ne? Weil er da auf bekanntem Terrain ist und sie nicht.
Und dann kam immer so, nee, ich kann nicht irgendwo hinfahren, kann ich nicht machen. Ne? Die Haters, die erkennen mich überall, wenn die wissen, dass ich woanders bin, die fackeln mir die Bude ab. Und jetzt auf einmal heißt es, ich wäre ja so gerne nach Berlin gefahren und weil die das nicht wollte, deswegen ist die Beziehung zu Bruch gegangen. Ah. Einfach das Gefühl hatte, dass es nicht funktioniert, wenn ich halt die ganze Zeit versuche und so weiter und dann Ja. immer abgeblockt werde. Und da kamen sowieso einige sehr seltsame Sachen. Die wollte unbedingt, ich habe damals das für eine coole Sache gehalten, die wollte damals so spezielle Kerzen haben, da kannst du so ein Öl reinschütten und dann Kerzendochten, das sind so ganz spezielle Schalen, die einmalig sind, weil die eine Person selbst macht. Also sind alle Schalen individuell, da gab es eine in rosa und eine in blau so und die wollte unbedingt diese Schalen haben. Habe ich gesagt, hey cool, ne, ich kaufe dir die und dann machen wir das so, dass eine ich behalte und eine du. So, und habe die dann bestellt. So, und das hatte ja aber dann gar nicht gepasst, weil die wollte unbedingt beide Schalen haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja cool, ne, so. Und ich habe die dann bestellt, die waren ja schon auf dem Weg zu mir und dann meinte sie so, ja, nee, dann soll ich gleich beide behalten. Ich so, was, wieso? Ich habe die doch extra so bestellt, dass die für uns beide da sind. So, nee, sie will die jetzt nicht mehr so. Okay. Und habe mich dann so lange bequatscht, dass ich dann gesagt habe, okay, dann nimm sie beide. Und dachte mir halt so, ja wow, ich dachte, das wäre eine super süße Geste, dass beide dann was davon haben. Ja. Nö, offensichtlich nicht. Wie sogar seine ausgedachten Freundinnen, sogar mit denen läuft's nicht. Das ist halt wild. Der Mann ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen mit einem Menschen, den er sich gerade komplett aus dem Arsch gezogen hat. Sogar seine eigenen imaginären Freundinnen können ihn nicht ausstehen. Bitte? Ist ja so. Und das war, Ja? ja, das war halt ein paar Mal so, wollte ich bloß sagen. Ach so, okay. Ich wollte nur sagen, das ist ja irgendwie so ein Zeichen der Verbundenheit, auch wenn man so eine Sache halt miteinander teilt und jeder so einen Teil davon hat. Das war mein Gedankengang dabei. Ja. Aber das war wohl aber nicht in ihrem Sinne. Ja, Ja. das ist halt höchstgradig cringiger Pitch-Bullshit da. Und dann haben wir beide, der eine hat die eine Kerze und der andere die andere Kerze. Herzlichen Glückwunsch zum 13. Geburtstag, Digga. Nee, da würde ich mir auch Gedanken machen an der Stelle, ob die andere Person wirklich so viel Interesse an mir hat, wie ich an ihr oder so. Ja, das war auch mein Gedanke, wie gesagt, dahinter. Hm. Es gibt da ein Osterring in der Map. Okay, muss ich mal gucken. Aber so generell ist das, also es hat ja so ein bisschen seinen Fluch und seinen Segen, dass du so bekannt bist, weil auf der einen Seite, wie gesagt, das mit den Hatern und dass du dann nicht richtig rausgehen kannst, aber auf der anderen Seite, diese Frauen, die da auf dich zukommen, die würden dich ja sonst so gar nicht kennen, oder? Ja, ich habe auch lange Zeit gedacht, weil ich habe ja auch in meiner Schulzeit die Situation gehabt, dass ich Ja, das ist schon. Auf der einen Seite hast du zwar die ganzen Hater, auf der anderen Seite aber die ganzen Bärchen. Und die Situation, dass du so sehr vereinsamt bist, weil du dein eigenes Leben so dermaßen gegen die Wand gefahren hast mit Volcaracho, dass du dir dann zur Kompensation noch Frauen ausdenken musst, die dich beknien, weil du der größte Snoo-Snoo-König aller Zeiten bist. Das ist schon ein zweischneidiges Schwert, da ich mal sagen, ha? ich habe schon in meiner Schulzeit die Situation gehabt, dass ich gerne mehr, Gelogen hast, Rainer, dass du gerne gelogen hast. also generell auch eine Partnerin, was ich gerne gehabt hätte, aber daraus ist halt letzten Endes irgendwie nie was geworden. Ja. Und auch als ich älter wurde, hat sich da gerade auch in meinem Sexualleben eigentlich nichts getan. Und letzten Endes habe ich erst dann Erfolg gehabt, Letzten Endes! als ich alt genug wurde. Okay. Also als ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, habe ich dann tatsächlich durch meine Videos und so weiter dann Frauen kennengelernt, wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich hätte ich euch nie kennenlernen dürfen. Ja, Erdbärchen, Polska-Bärchen, Cola-Bärchen. aber das beißt sich auch schon wieder ein wenig zu seinen Geschichten von früher, wo er mal erzählt hat, er hat seine erste Freundin mit 14 gehabt, irgendwie, die er da im evangelischen Schullandheim oder wo kennengelernt hat. Beißt sich ein wenig, einer. Aber Rainer Winkler, der Mann widerspricht sich schneller als sein Schatten. Weil eigentlich, ja, ich bin in einem kleinen Dorf der Welt aufgewachsen und ich wäre wahrscheinlich nie groß über dieses Dorf hinausgekommen. Aber Ja, Rainer, du bist geistig auch nicht über diesen Horizont hinausgekommen. Rainer, wir haben es in einem der vorherigen Videos festgestellt, in dem Moment, in dem du da draußen warst, dachtest, jetzt geht's große Abenteuer los, hat man gemerkt, für mehr als Schauerberg hast du die geistige Kapazität gar nicht. Du warst komplett überfordert mit der Situation. Deswegen bist du ja immer wieder nach Elmskirchen zurückgemeldet. Ne?
ab nach Frankfurt und wieder zurück. Wir sind es durchgegangen. Deswegen bist du ja dann, als sie dir den Lappen zwickt haben, dann auch für die Tiki die Streams auch da immer noch in Emskirchen gewesen. Vor dem Heimatmuseum und so weiter und so fort. Du bist aus diesem begrenzten Horizont bis heute nicht rausgekommen. Ich glaube, der geht auch deswegen nicht mehr vor die Tür. Zum einen wegen Angst vor die Haters, zum anderen, weil Adipositas Grad 3 und der Weg die Treppe runter wahrscheinlich schon das ist, was für den anderen, für jeden anderen der Everest-Aufstieg ist. Und zum dritten, solange der da drin sitzt und nett aus dem Fenster schaut, kann er sich einreden, er wäre immer noch zu Hause in der Schanze, damals in der Zeit, in der das Leben noch gut war und die Junau-Barne beim Fenster reingeschmissen wurden. Ich glaube, das ist echt so. Ich glaube, da drin Vorhang zu und sich einreden, er ist noch in Emskirchen. Trotzdem habe ich es dann halt letztendlich damit geschafft. Und ja, so habe ich dann halt auch letztendlich die Partner getroffen, die ich wollte. So. Und ich hatte, bevor ich YouTube gemacht habe, wirklich echt aktiv versucht, irgendwas zu tun. Ach, da muss ich einen Shiggy reinschmeißen, oder was? Ach, das probiere ich gleich mal aus. Ey, schmeiß dir gleich einen Shiggy, du. Das hätte ich mir aber eigentlich denken können. Das ist hier, oder? Was ist das? Nee, hier. Das müsste das sein. Genau. Die Frage ist es bei Abend oder bei Nacht? Probieren wir es mal am Abend, da weiß ich, dass da natürlich steht. Also, im Prinzip ist es so, dass Rainer? Im Prinzip ist es halt so, dass die Sage doch. Aktionen, die da abgehen, Hast jetzt wieder verbale Diarrhoe. Ja? Oben im Ogerstübchen ist wieder Bluescreen angesagt, Windows 98, schwere Ausnahmefehler. Ne? Ist jetzt erstmal wieder Ende, jetzt muss wieder neu gestartet werden. Währenddessen, wenn der Computer neu startet, dann hat er früher immer diese Piepsgeräusche gemacht. Piep, 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 piep. Hast du gehört, wie die Festplatte losgeht. Und bei ihm ist halt das Äquivalent dazu, ist das dir. Jetzt hat den Faden verloren. Ja, ich hab's geschafft. Rainer, du hättest, um ihn verlieren zu können, den Faden überhaupt erstmal besessen haben müssen. Ich glaube, das war richtig. Da sich der Faden niemals in deinem Besitz befand, konntest du ihn auch nicht verlieren, Rainer. Schicki ist im Wasser. Sehr gut. Und es wird im Strudel eingesaugt. No. Schicki ist im Wasser, sehr gut. Abwischen. Oh, der Rainer ein schönes Schicki ins Wasser gesetzt, ha? So, und was passiert jetzt? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich mit dem Strudel mache. So, und jetzt wird es auf das Toto geschubst. Und jetzt? Jetzt passiert gar nichts mehr, oder was? Ja, ich seid ja auch Genies, mal gut von mir aus. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, du bist von einem Spiel für 5-Jährige ausgedribbelt worden. Auf jeden Fall, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren dabei, dass du jetzt Frauen kennengelernt hast, quasi dadurch, dass du so bekannt bist. Ach genau, also ja. Ich habe halt oft darüber nachgedacht, ich habe viele Frauen nur kennengelernt, weil ich halt wirklich eine bestimmte Reichweite hatte. Ich meine, ich hätte bestimmt auch andere Frauen kennengelernt, vielleicht auch vernünftigere, aber wirklich gegangen ist davor halt nichts. Ich habe ja schon mit 18 versucht, quasi auch sexuell eben mich ausleben zu können, indem ich da halt wirklich über verschiedene Plattformen Frauen und Partnerinnen gesucht habe. Ja. Aber letztendlich ist da nie was rausgekommen. Und das war halt auch... Ja, das war saudumm, Rainer. Das ist keine Ahnung. Ich habe Frauen mit 18 kennengelernt, weil ich mich mit Freunden getroffen habe. Dann kannte mal derjenige denjenigen und dann ist man da zu irgendeiner Party mit eingeladen worden, wo man wenig Leute kannte und dann, servus, ich bin da so, ich bin die so. Ja. Ich weiß nicht, so wie man halt Leute kennenlernt. Ich bin nicht mit 17 zu Hause gesessen, wartend auf die Minute, wo ich 18 wäre, damit ich mich bei irgendwelchen solchen komischen shady Sites im Internet anmelden kann, um mich dann da irgendwie über den Tisch ziehen zu lassen. Ich bin da einfach fortgegangen so. Aber ich
bin natürlich, das muss man auch sagen, ich war halt auch kein asozialer Hurensohn. Das ist natürlich eine Nummer, ne? Also, das darf man auf gar keinen Fall sein, weil ansonsten haut das nicht hin. Ne? Da ist vielleicht der Online-Weg damals, wäre dann schon, ja. Ein bisschen eine Kacke, weil ich habe da teilweise wirklich auch arsch viel Geld gelassen mit der Zeit. Ne? Oh, okay. Ja, das war mega assi. Also ich habe da mega viel Asche gelassen über Jahre hinweg. Mehrere 10.000 Euro reden wir da. Oha, okay. Das ist wie man so dumm sein. Mehrere 10.000 Euro. Rainer, hättest die lieber mal auf Zeiten gelegt. Und davon vielleicht, keine Ahnung, dein Strom, deine Steuern oder deine Krankenversicherung bezahlt. Mehrere 10.000 Euro hat er da reingesteckt. Per SMS mit Sexschreibende. Vielleicht ist er deswegen davon so überzeugt, dass er der großartigste Sexschreibender aller Zeiten ist. Weil er gesagt hat, ich habe eine sehr teure Ausbildung gemacht. Ne? Ich habe keine Kosten gescheut. Meine Ausbildung zum professionellen Sexschreibender 25.000 Euro gekostet. Mehrere 10.000 Euro. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich mit die auch gerade aus dem Arsch ziehe, aber ich glaube, die Zahl, die mir im Kopf rumschwirrt, die er mal genannt hat, waren 25.000 Euro für diese Chatbots. Obwohl, es waren damals, glaube ich, noch gar keine Bots. Es waren damals, glaube ich, echt irgendwie Studenten, die da gearbeitet haben bei diesen Plattformen. Ne? Und jede SMS, die du da hingeschickt hast, hat dann exorbitant Kohle gekostet und die mussten die Leute dann am Schreiben halten. Und je besser das funktioniert hat, desto mehr haben sie vom Kuchen abgekriegt. Und passiert ist halt nichts. Also ich habe da wirklich niemanden kennengelernt, mit dem da wirklich was gegangen wäre. Ja. Die einzige Ausnahme war dann auf Planet Romeo, das ist so eine Gay-Seite. Aber auch da ist auf Dauer nichts wirklich gegangen. Aber da muss man zumindest nicht unbedingt Geld dafür zahlen. Naja, dann ist es ja eigentlich ganz gut so teilweise auch, dass es jetzt so ist. Natürlich ist es auch teilweise richtig beschissen. Also, sorry, ja. Es hat alles so immer so seine Vor- und Nachteile. Ja, um ehrlich zu sein, mich kratzt es mittlerweile nicht mehr. Das Thema, wie gesagt, ist für mich eigentlich so weit an sich vorbei. Ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir Full Circle. Der Kreis schließt sich. Ja? Schöne Grüße an Obi-Wan Kenobi. Nee, er war es. Darth Vader. Genau, der Kreis schließt. Jetzt sind wir wieder da, dass er eigentlich ist er ja emotional schon lange tot und hat aufgegeben, jemals wieder irgendwie jemanden zu finden, der arme Bur. Und jetzt sind wir wieder, haben wir angefangen. Erstmal Mitleid, um Aufmerksamkeit zu erregen. Dann hochtrabende Lügengeschichten. Lieder voll Schätzen und Heldenmut. Und dann wieder runter, wieder zu dem Punkt, aber eigentlich bin ich ja so arme Sau. Ich habe damit längst meinen Frieden geschlossen. Du, ich würde vielleicht jetzt noch mal eine Runde ein bisschen was für die Uni machen. Ja. Wir können jetzt noch ein bisschen was für die Uni machen, mich ein bisschen übergeben von der Scheiße, die du mir gerade verzapft hast, ne? Und dann, vielleicht morgen wieder, wenn mein Arzt das okay gibt. Ich würde dann später noch mal wiederkommen, wenn Wolbani dann auch dabei ist und so. Ja, kein Ding. Ich würde jetzt sowieso erstmal was essen können. Warum, liebes Bärchen, brauchst du Zeugen für die Anzeige? Ja, mach das mal. Dann hören. Das Abendessen langsam ist 17 Uhr. 17 Uhr Abendessen? Wild. Ja, 17 Uhr, ja. Ja, okay. 54 ist. Oh, müsste ich mir was, eigentlich wollte ich heute Reis machen. Na egal. Mach ich morgen. Okay. Na, gut, dann hören wir uns später wieder. Ja, das ist das Ende von dem Ding. Reis wollte er sich machen. Mit Sicherheit, Rainer. Mit Sicherheit. Obwohl, vielleicht diese Mikrowellen-Uncle Benz-Tüten. Vielleicht waren die irgendwo im Angebot. Dass er die mit aufreißen in die Mikrowelle stellt. Vielleicht macht er sich so sein Reis. Oh, viel Spaß. Danke. Ja auch. Bis später. Gut. Wo sind wir denn?
49 Minuten. Na, so kann ich euch nicht in den Feierabend entlassen. Da schauen wir noch beim nächsten noch ein bisschen rein. Eine Sekunde. So, da sind wir wieder. Hier geht's jetzt hier Jobcenter, ist ein Hater. Anime-Gelaber und Jobcenter. Inside Drachenlord. Wir starten mit Gaming und Anime, überspringe ich. Ungehört, ungesehen, ist mir wirklich vollkommen egal. Hier. Die ersten wilden Geschichten werden ausgepackt. Ganz ehrlich, ich hocke mich jetzt da nicht nochmal 10 Minuten hin und gebe mir sein dämliches Gaming-Gebrabbel. Also ich hatte auch schon Dreier, so. Ich hatte einmal einen mit 2 Männern, einmal mit einem Mädel und einem Mann, so. Ah ja, das ist jetzt die andere. Die andere von den beiden. Da haben sie sich wahrscheinlich abgesprochen, so, oh, es ging um Dreier und hin und her. Und es ist spekuliert worden zu deiner Person. Denk dir mal eine plausible Geschichte aus, um ihn ein bisschen, um ein bisschen zu locken. Bei Mädel haben wir nicht, also habe ich jetzt nicht allzu viel gemacht, so Knutschi und sowas, weißt. Also ich habe kein Problem, Sex mit Frauen so zu haben. Es ist einfach nur für mich, ich fühle dabei einfach nichts. Also ich habe mich halt noch nie in eine Frau verliebt oder sonst was. So rein körperlich, finde ich, ist da nochmal was ganz anderes. Aber ich bin einfach nur ein Mensch, ich trenne das halt immer so, weißt. Ja, klar. Ja, aber du hast dir beim letzten Mal hier schon ein bisschen was erzählt gehabt im Discord. Hier in dem hier, wegen der Bumssauna? In dem vorherigen, oder nicht? War da nicht was? Hast du da nicht irgendwas auch erzählt gehabt von dir und deinem Ex oder so ähnlich? Oh, Scheiße, jetzt muss das Bärchen in Erklärungsnot, jetzt muss die schnell sich daran erinnern, was er ihm für eine Lügengeschichte ans Knie geschraubt hat. Also in ganz neuen Rollen. Ne? Normalerweise ist Rainer derjenige, der dann in Erklärungsnot kommt, weil er, scheiße. Was war gleich noch mit die Story, die ich verzapft habe? Oh, da gibt es so vieles. Also ich hatte da einmal einen Freund, ja, der wollte mit mir mal einen Dreier haben und einen Arbeitskollegen. Und ich habe da ja halt auch ja gesagt, das war der mit den 2 Männern, ne? Aber das war dann irgendwie alles nicht für mich. Nicht wegen dem Dreier, sondern einfach gefühlstechnisch mit dem Mann, so, weiß nicht. Ich habe mich da so ein bisschen unterdrückt und ich fand das alles nicht so geil. So. Ich habe ein bisschen viel mitgemacht. Da ist auch ein bisschen Eifersucht dann mit reingespielt und alles, so, weißt du, und habe mich so, ja, benutzt gefühlt, weil es auch manches einfach nicht abgesprochen war und so, weißt du, ja, lieber absprechen und ehrlich sein, das ist besser, so. Damit komme ich halt mehr klar, aber mit ein bisschen Rumgelüge und sowas nicht so ganz so. Ja, da bist du aber rein auf jeden Fall an der falschen Adresse, wenn Rumgelüge nicht so dein Fall ist. Fände ich nicht so toll. Nachvollziehbar. Aber ja, so, ich weiß nicht, wie war für dich der Dreier? Achso, Rainer, kannst du es nachvollziehen, dass die Leute nicht gerne angelogen werden? Ist das so? Also wenn das stimmt, dass du das nachvollziehen kannst, dass die Leute nicht gerne angelogen werden, dann wirft das sehr, sehr viele Fragen auf, meinerseits. Also vor allem bezüglich deines vollkommenen Unverständnisses, warum die Menschen dich nicht mögen. Ja, ist schon scheiße, angelogen werden mag keiner. Ich weiß gar nicht, warum die Leute mich nicht mögen. Ich bin doch jetzt gerade erst hart von der Arbeit gekommen. Schau dich auf den Pulli noch an. Und die Frauen im Internet kommen immer und wollen irgendwelche Dreier mit mir. Aber dann werden die zu anhänglich und dann muss ich sie weiterschicken. Aber eigentlich habe ich ja keinen Sex. Ja, so. Also er war okay. Ist jetzt wie gesagt halt nichts, was ich unbedingt nochmal erleben müsste. Also wenn es jetzt nochmal dazu kommen würde, ja, Polo. Kann man mal gucken, kann man mal schauen. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt sage, ich muss das jetzt zwingend nochmal haben. Weil ich fand es jetzt nicht so überragend geil. Was ich gerne machen würde, wäre irgendwann noch ein Dreier mit einem zweiten Mann. Ein Zweier will er haben. Da ist der Dr. Freud wieder durchgekommen. Was ich gern mal hätte, wäre so ein Zweier. Das ganz stinknormales Snoo. Das hätte er gern mal. Oh. Weil das ist halt nochmal was anderes, zumal ich ja auch lieb bin, daher wäre das wahrscheinlich auch für mich auch nochmal interessanter. Aber ist jetzt auch nicht, also der Witz ist ja tatsächlich, ein Dreier stand bei mir nie auf der Liste. Es gibt ja viele Leute, die haben so Listen, dass sie so manchmal auch ein bisschen abarbeiten. So, und das Ja, nee, glaube ich nicht, dass es da viele Leute gibt, die ernsthaft eine Liste führen. Keiner da hast zu viel How I Met Your Mother gesehen, wo da irgendwelche Listen von Barney Stinson oder so ein Scheiß.
Ich habe, ganz ehrlich, ich kenne keinen Mann, der sich eine Liste gemacht hat von Dingen, die er unbedingt mal gemacht haben muss. Hier in der Snusno-Kategorie. Vielleicht, dass du sagst, ja, mal vorstellen könnte ich es mir schon. Ist vielleicht ganz geil oder so, keine Ahnung, mit 2 Frauen, aber dass da wirklich dann einer ist, nee, ich habe das hier, ich habe die immer dabei, mein kleines Büchlein, da richtig geschrieben. Ne? Bucketlist zum Abhaken. Steht halt bei den meisten auch Dreier drauf und bei mir halt irgendwie nie drauf, tatsächlich, weil ich hatte irgendwie nie das Bedürfnis oder das Interesse daran. Ich habe mir auch nie so gedacht, so, ja, ich brauche jetzt einen Dreier, so man rutscht da halt einfach rein. Hat sie schon gesagt. Reinrutschen. War ein gutes Stichwort dafür. In dem Zusammenhang, ja. Das ist dann immer einfach passiert, so, weißt. Aber ich selber Ja. habe da jetzt nicht so viel dafür getan, um da jetzt unbedingt hinzukommen, weißt. Ja, wie gesagt, das ist letzten Endes ist sowieso immer so eine Sache, die muss Letzten Endes ist das so eine Sache, wie gesagt. jeder selber entscheiden, finde ich. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ich brauche das nicht zwingend nochmal. War eine coole Zeit, war eine coole Erfahrung. Ist aber jetzt halt nichts, was ich jetzt unbedingt die nächste Zeit nochmal erleben müsste. Ja, ich habe mir da auch nie wirklich einen Kopf drüber gemacht, so wie viele. Nein, Rainer. Wir kennen dich ja. Im Leben hättest du dir da keinen großen Kopf drüber gemacht zu dem Thema. Nee. Das ist Gries nicht so, dass er sich jetzt irgendwie seit Ewigkeiten allen möglichen komischen Schmarren im Kopf zusammengespinnt hat, was er gerne mal machen will. Und tatsächlich er der einzige Weirdo ist, der tatsächlich so eine echte Liste hat zum Abhaken. Und 2er noch nicht abgehakt ist, aber den 3er will er schon mal. Rainer, wenn du schon bei Kniffel gespielt hast, den 3er-Pass schreibst du vor den 4er-Pass. Ja? Es sei denn, du kriegst zufällig den exorbitant guten 4er-Pass. Oh Mann. Nie. Wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Ich da wirklich Köpfe drüber machen über sowas. Ja. Na, es gibt schon welche, die sagen, dass das schon sehr toll ist. So. Ich finde es okay. Es ist in Ordnung. Aber ich muss sagen, mit 2 Kerlen, das artet schon irgendwie in Arbeit aus. Das ist voll anstrengend. Du, das tut es als Mann mit 2 Frauen auch. Ja. Ja, vor allem And how would you know that, Rainer? Woher willst du das denn wissen? wenn du dann noch wie ich 2 Frauen hast, die auch noch so unersättlich sind. Als Mann hast du es sowieso schon manchmal schwer mit einer Frau, wenn es richtig unersättlich ist. Weil Frauen ja ganz andere körperliche Möglichkeiten haben. Und wenn du dann 2 Frauen hast, die auch noch so unersättlich sind, ey, boah. Ja, ich sag ja, das artet in Arbeit aus. So richtig viel mit Genießen ist da oft nicht so. Ich denke, das kommt aber auch stark auf die persönlichen Ideen, Erfahrungen und vor allem auch die persönlichen Empfindungen an, was das Ganze angeht. Also ich denke, wenn man sowas halt öfter mal macht oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, oh, das war der falsche Schild. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das jetzt welche sind, die halt öfter da so als Pärchen das machen, dann wenn man da auch vertraut damit ist und so, dann kann man das, denke ich, machen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn das 2 machen oder halt 3 machen, die generell wenig Erfahrung damit haben, könnte ich mir halt vorstellen, dass es auch aus dem Grund in Arbeit ausartet, weil man halt einfach daran gar nicht gewöhnt ist so und dann wird Im Gegensatz zu Rainer, der hat jede Menge Erfahrung und der kennt sich aus. Der übernimmt dann auch immer ne? Das ist wie beim Tanzen. Ne? Einer muss immer führen. Die Rolle übernimmt dann der Rainer, der erfahrene Rittenmeister im Dreier. Ne? Da wird er dann klein und grün. Kriegt so lange Ohren. Der ist der weiße Yoda des Geschlechtsverkehrs. Hinten reinstecken, du ihn jetzt musst. Ein Maul, Rainer. man ja auch gerade, wenn es das erste oder zweite Mal ist, ja viel ausprobieren, was man halt so mal aus einem Porno kennt oder so. Und dann passiert halt auch oft mal einfach das, dass man halt so gar nicht groß drüber nachdenkt und dann halt von einer Stellung in die andere versucht und so. Ja, weil kein Blut mehr im Kopf oben ist, ha? Kommt ja auch letzten Endes drauf an, also beim Dreier mit 2 Frauen ist die Sache auch die, du musst ja beide Frauen irgendwie, das hört sich jetzt wahrscheinlich bescheuert an, die Ausdrucksweise, aber du musst mir in beide Frauen mal reinstecken dürfen, so ungefähr. Weil beide wollen ja dann Bitte.
Die Worte, an denen ich mich störe, ist musst und dürfen. Ganz ehrlich, klar, wenn du zwei Frauen hast, so, dann sind die restlichen Worte dieser Aussage, wenn auch nicht grammatikalisch korrekt, angemessen, ne? Der Situation angemessen. Musst und dürfen sind aber die Worte, an denen ich mich so ein bisschen reibe gerade. Die müssen einen Scheiß, ne? Schwanz auch erstmal, also die wollen ja auch beide mal deinen Schwanz haben, so. Das Wenn die ist zu zweit sind. ja. Vielleicht nicht. Keiner? Vielleicht will die eine nur passiv dabei sein. Oder vielleicht will die eine nur dabei sein, um ihrer Freundin einen Gefallen zu tun. Und hat hier am anderen Geschlecht überhaupt gar kein Interesse. Das kann alles möglich sein. Aber es ist natürlich, das kommt dem Rainer nicht, ne? Die kann so lesbisch sein, wie sie will. Ja, wenn der Rainer seinen Astralkörper entblößt, so, dann schmelzen sie alle dahin. So aufpassen, du hast so rutschfeste Matten auf dem Boden, weil ansonsten wird's glitschig. Ne? Genau, richtig. Und als Mann ist es halt so, du musst halt schaffen, die eine Frau zu vögeln. Am besten, dass sie auch nochmal kommt im Idealfall. Ohne dass halt, aber du kommst, weil du ja die andere auch noch vögeln willst und vögeln musst, weil es ja auch noch irgendwo dazugehört. Du musst. Ist wieder das Müssen. Rainer, schau einfach, bitte, Rainer, schau einfach keine Pornos mehr. Ich glaube, du brauchst einen Zug. Ich bin niemand, der immer gleich mit dieser Suchtkeule kommt. Ne? Nur weil irgendjemand irgendwas gerne tut. Aber Rainer, ich glaube, du hast ein Pornosuchtproblem. Du erzählst jetzt hier einfach nur irgendein 0815 Porno-Drehbuch. Und auch unter Leuten, die Dreier haben, ist diese Pornonummer nicht so gegeben. Das ist halt immer noch. Das ist eine fiktive Welt, Rainer. Ich gebe dir jetzt mal den Schock deines Lebens. Harry Potter gibt's auch nicht echt. Ne? Das ist in englischen Schulen gar nicht so, dass die zaubern lernen. Filme und Realität, egal ob jetzt hier im Erwachsenenbereich oder sonst irgendwo, da gibt es immer so ein. Ne? Man muss da schon die Grenze noch checken und ich glaube, das checkt er nicht. Er kann sich vielleicht auch einfach gar nicht vorstellen, weil er hat ja noch nie richtigen, ehrlichen, liebevollen Geschlechtsverkehr gehabt. Ich glaube, er hat keine Vorstellung. Die einzige Vorstellung davon, wie das sein könnte, hat er ja nur aus diesen Filmen. Er hat natürlich ein vollkommen gestörtes Verhältnis dazu. Und es artet dann halt schon tatsächlich sehr stark in Arbeit aus. Das wie dieses Gleichnis, kennt ihr das mit der Schattenwelt? Also wenn praktisch jemand in der Höhle wohnt und er schaut immer nur an die Wand, an der die Schatten geworfen werden von den Leuten, die draußen vorbeigehen, dann glaubt er, die Schatten wären die Realität. Ja. Hab ich die Sandstiefel eigentlich, wenn ich hier die ganze Zeit im Sand rumrenne? Vor allem bei den Männern ist es ja sowieso schon, wenn sie dann gekommen sind, dann manche führen sich dann so auf, als ob die Seele gleich weggefahren ist. So. Und ich glaube ja auch, dass das auch super anstrengend ist. So. Und um Gottes Willen, ey. Das liegt an den. Das liegt an denen. Was kommt da mit Hormonen? Das ist die Frage, das ist wirklich so ein simples Thema, dass er da tatsächlich mal nicht Scheiße labern könnte. Ja, im menschlichen Körper werden nach dem Höhepunkt Hormone freigesetzt, die unter anderem müde machen. Ich müsste nachschauen, wie sie heißen. Das liegt an einem ganz bestimmten Enzym. Wenn du einen Orgasmus hast, das gilt für Männer und für Frauen, aber bei Männern ist es stärker ausgeprägt. Weiß ich nicht, ob das bei Männern stärker ausgeprägt ist. Wenn du in der Situation bist, dass du wenn du in der Situation bist, dass du kommt nochmal und dann kommt das Wort Orgasmus. Orgasmus hattest, Oh, dann also, Entschuldigung. Ich hab die und dann ist irgendwie vertauscht, aber. Moment. Moment. So,
wenn du in die Situation kommst, dass du einen Orgasmus hattest, dann geht es so über, dass du in die Situation kommst, dass du einen Orgasmus hattest, dann geht das so über, dass ganz ehrlich, die muss sich gerade gemutet haben. Keine Chance, dass du dir die Scheiße live angehört hast, ohne komplett kaputt zu gehen vor Lachen und jetzt zu strugglen, wieder irgendwie die Kontenance zu erlangen, bevor er mit seinem Gestottere da fertig ist. Ach, das verschwindet einfach, WTF. Ist auch irgendwo hin, ja. Wenn du einen Orgasmus hattest, ist das Problem das, dass du als Mann. Tatsächlich. Ein Satz, der anfängt mit, wenn du einen Orgasmus hattest, ist das Problem das. Oh, ich hab das seltener Problem gehabt danach. Oh Gott. Du schüttest mehr von diesem Enzym aus und dieses Enzym sorgt tatsächlich dafür, dass du halt müde bist. So, Jetzt wirklich. Der hat jetzt für diesen Satz, nach dem Sex schütten wir ein Hormon aus, das uns müde macht. 2 Sekunden, 3 Sekunden, wie lange hat es gedauert? Dafür hat jetzt 3 Minuten gebraucht, das Problem, wenn du einen Orgasmus hattest, dann du, Das ist auch der Grund, warum viele nach dem Sex einschlafen. No shit, Rainer. Und dieses Enzym scheiden halt vor allem Männer aus. Hilfe. Männer scheiden das nicht aus. Ich kann das nicht mehr. Die Männer scheiden noch im Bett. Oh Gott! Wie scheint das aus, Digga? Okay. Ja, ist wieder gut. Ist alles gut, ich komm klar. Was geht denn jetzt ab? Oh, ich krieg einen Anfall. Oh, noch da? Ja. Also, war so lange ruhig. Ja, war kurz ruhig, weil war kurz damit beschäftigt, dein Enzym auszuscheiden. Ich dachte schon, bei mir ist es. Freut sich, wenn er wieder waschen muss. Discord abgeschmiert. Nee, das ist mein PC hier. Das kackt hier gerade ab, irgendwie das Spiel. Hab ich gerade konzentrieren müssen, das ist alles. Nur Probleme. Und das muss ich gleich nochmal tun. Jetzt verliert mein Charakter wieder. So, geht's jetzt weiter? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Jo, sorry. Hallo. Wäre so einfach, wenn es einfacher wäre. Habt ihr mich einfach vermisst? Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade erst festgestellt, dass du mich irgendwie markiert hattest hier. Ja, der hat sie markiert, da hat er wieder ein Enzym ausgeschieden. Ja, auf die Nummer, glaube ich, bleibe ich eine Weile hängen, ja, mit dem ausgeschiedenen Enzym. Ja. Alles gut. Und, Ja, was gibt's Schönes? Wir haben gerade über die Enzyme geredet von einem Mann, so wenn er kommt, dann schaltet er so Enzyme frei und das ist der Grund auch, warum der Männer oft einschlafen nach dem Sex. Okay. Interessantes Thema. Ja, wir sind da irgendwie kurz in das Thema Dreier halt reingerutscht und haben so ein paar Erfahrungen ausgetauscht. So. Weil ich hatte ja auch schon 2. Ja. So. Eine war jetzt nicht ganz so gut, die andere war okay. Rainer meinte heute, du hättest keinen Bock auf einen Dreier mit uns. Haha. Ja, darüber das haben wir hat er mir auch gesprochen und darüber haben wir gesprochen, so sind wir draufgekommen. Okay. Er hat halt versucht, erstmal in separaten Gesprächen mit den Mullen einzeln irgendwie auszuloten, ob die Bock auf einen Dreier mit ihm haben.
um das dann mit diesen Suggestivfragen und ein bisschen Mitleid rausjodeln, irgendwie zu versuchen, die dahin zu manipulieren, dass sie bei ihm vorbei meddeln und ihm die Nacht seines Lebens bereiten. Genau. Oh, Und ich ja, muss mal eben das Spiel wechseln. ich habe halt Wie gesagt, gesagt, der so, Frau, ich muss schnell ja, mach das. das Sätzchen austauschen. Mach das. Ja, ich habe halt dann nur gesagt, so, ich habe da an und für sich kein Problem mit dem Dreier, so, weil er hat sich da so Sorgen gemacht, so wegen Frau, weil ich bin ja hetero, aber ich trenne das halt immer, so Sexuelles und Liebe. Es ist einfach nur so, dass ich halt Frauen nicht liebe. Ist einfach so. Ich habe zwar schon mit welchen geknutscht und so, aber ich Ja. habe nie Gefühle dabei bekommen, so. Ja, deswegen Ja. bin ich mir ziemlich sicher, dass ich halt hetero bin. Man kann sich ja mal ausprobieren. Ja, eben. Sexuelles hat ja nicht gleich was mit Gefühlen zu tun, also von daher. Eben, genau. Ist deine Meinung. Wie schaut es eigentlich, also wenn ich fragen darf, Zoe, hattest du schon einen oder Nee, noch nicht? ich hatte noch keinen Dreier. Aber wer weiß, was noch kommt, so, ne? Ich bin ja noch relativ jung, so. Ja, das stimmt. Was war das jetzt? Nichts? Naja, okay. Hä? Habe ich gemacht. Mhm. Ich habe ein bisschen gesund, weil ich gerade meinen Controller gesucht habe. Alles klar. Warum habe ich jetzt das Gefühl, du glaubst mir nicht? Ich habe wirklich meinen Controller gesucht. Rayman, da. Wollt Rayman weiterspielen? Ja, cool. Streamst du Ja. dann wieder für uns? Ja, gar nicht so cool, ha? Andere nur Rayman und weitere Anime-Tipps, Alter. Oder? Das war der Plan. Ja, supi. Achso, ich wollte ja vorhin noch ein paar Animes empfehlen, ne, wenn ich jetzt schon am Rechner Ja, sitze. stimmt. Die Crunchy-Liste da. Wenn ich jetzt schon am Anime sitze, am Rechner sitze. Also, aktuell schaue ich Fire Force. Ah, Da gibt's eine neue Fire Force, Staffel. ja. Echt? Staffel 3 ist rausgekommen. Windbreaker, der Unware Artillery Master, der ist auch richtig geil. Der Keine Ahnung. Gorilla God, the Go-To Girl, She Prefers That, Herself, Purple wahrscheinlich. Purple of the Wish Puppelpappel. Mars, Wishman, keine Ahnung, sagt mir gerade gar nichts, der Name. Das mit dem Russia hatten wir ja. Solo Leveling natürlich. Was ich in der Liste habe, aber noch nicht gesehen habe, kann ich jetzt nicht 100%. Papil, Pupil, Wismas. Okay, links ist das echte, oder? Professor ist a pupil of the wise man und er hat Papil Wismas. Papil, Pupil, Wismas. Purple of the wahrscheinlich, ne? Das ist großartig. Das ist wirklich, das war Zuckerl. Das hat diesen vorherigen Dingern gefehlt. Gut, das am Anfang weiß ich nicht, oder? Das habe ich komplett übersprungen. Hat auch so eine schöne Grafik eingeblendet. Nee. Guck. Aber sowas, da hat man doch wieder was davon, wenn man sich diese Scheiße da wenigstens mal gibt, ne? Was ich empfehlen ist The Beginning After the End. Honey Lemon Soda, ein sehr schöner Romance-Anime. Recovered of the MMO Romance-Anime, ja, ist da wieder sowas wie mit den Goblins, oder? Junkie, ist auch ziemlich cool. Bofori, I don't want to get hard. Keine Ahnung, sagt mir auch spontan nichts. Ich habe noch Sachen drin. Shinobi no Itoki ist ein Anime, den kann man sich einmal anschauen, fand ich aber jetzt kein Wiedersehenswert. Der stärkste Held mit dem schwächsten Siegel. Plastic Memories. Wenn ich jetzt so schnell sagst du das, ne? Chuncho Romantica. Ich glaube, den habe ich selber nicht gesehen. Ich habe manchmal Sachen an der Liste von Leuten, die mir was empfohlen haben, da habe ich teilweise selber nicht reingeguckt. Ja, man kennt die Leute, mit denen der Rainer sich unterhält, die ihm erotische Animes empfehlen. Geschmackvoll natürlich. Man weiß ja gar nicht, wie die in die Liste gekommen sind. Wenn man die jetzt nachgoogelt, dann findet man nicht raus, dass da wieder irgendeine fürchterlich creepige Scheiße drin vorkommt. Moshoku Tensei 2, das ist, weiß ich nicht. Ich fand den Anfang ziemlich geil, auch ein bisschen sexueller, so, was seine Eltern angeht, weil den Eltern irgendwie ständig poppen und denen wird wiedergeboren wird. Bisschen interessant, aber irgendwo doch irgendwie scheiße. Vor allem später ist er dann voll Depri drauf, der Typ. Das fand ich nicht ganz geil. Okay. Kakorio Bad, Breakfast for Spirits, The World is Still Beautiful, Black Clover. Das dann, wenn er dann später Depri wird, dann kriegt er so ein, statt ein Happy Ending, kriegt er so ein Sad Ending. Flap. Wer von euch kennt Silent Happiness? Den habe ich noch nicht gesehen, habe mir jemand empfohlen, habe ich noch nicht reingeschaut. Ah doch, Black Clover ist ganz geil. Also wenn man Naruto mag, dann findet man den auch super. Ja, ich bin jetzt nicht der mega Naruto-Fan. Die ersten Sachen waren ganz geil, aber das Tagebuch der Apothekerin. Im Übrigen,
Rainer hat den Hauptcharakter aus Naruto auch schon mit als Grund genannt, warum er nicht aufgibt und warum er sein Leben weiter so leben wird und durchhält, weil, weil diese Charaktere, die haben auch durchgehalten und die haben auch nicht aufgegeben und da war der Typ von Naruto 100% mit dabei. Also, aber eigentlich schaut er gar kein Naruto. Motorradfahren tut er auch nicht. Wheel of Frontier, alles geil für richtige Gamer. Ein total bescheuerter Anime ist 100 Girlfriends to really, 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 really love her. Oder Love Story, glaube ich. Genau, Love You, genau. Dr. Stone. Dr. Stone natürlich. Classroom of the Elite. Possible, the greatest alchemist of all time. Reborn as a Vendage Machine. Reborn as a Vendage. Aber das ist, ganz ehrlich, ich unterbreche euch das jetzt weniger, weil das ist Gold. I Know Wanted to Dungeon. Chainsaw Man. Der Parallelworld Chronicles des Aristokraten. Natürlich gehört das auf jede Liste, finde ich, One Punch Man. Parallelworld Pharmacy. Das gehört auch auf jede Liste, finde ich, Rising of the Shield Hero. Den habe ich drauf, muss ich aber sagen, finde ich nicht wirklich geil. Tokyo Ghoul. Am Anfang fand ich den ganz nice, aber weiß nicht. Jujutsu Kaisen. Unnamed Memory. Fand ich am Anfang auch geil, gefällt mir mittlerweile auch nicht mehr. Dann eben die Wiedergeburt als Slime in einer anderen Welt. Was ich angefangen habe, aber wirklich nicht empfehlen kann, ist Magic Maker. How to Make Magic in Another World. Und dann Kaiju Number 8, das ist Nummer 8, auch geil Anime. Ein absolut super Romance-Anime ist Horimiya. Wenn du was zum Lachen willst, was ein bisschen strange ist, würde ich dir How to Keep a Mummy empfehlen. So eine ganz winzige, das ist so eine ganz winzige Mumie, die voll abgeht, die ist voll Bombe. Ja, voll geht die ab, ja, volles Monster, ja. Also ich dachte an Mami wie Mama. Nee, Mummy ist ja Mumie, also ne, ist ja Englisch. Naja, How to Keep a Mummy, also. Nee. Das ist ja Englisch. Ja, Englisch losschlägt wieder zu I go to cheat skill in another world and became. I got a cheat skill in another world and become unraveled in the real world. Unraveled? Diese Anime-Titel manchmal. Die werden noch mal lang. Also kann er gar kein Japanisch. Anime? Ja, manche, definitiv. 365 Days. Also 365 Days. Gott. 356 Years. Ich weiß gar nicht, ob das Englisch richtig war. Days to the Wedding. Ist auch ein super süßer Romance-Anime. Ein Romance-Anime, den ich immer empfehle, ist Tonikawa, Over the Moon for You. Da freue ich mich auch schon, da müsste auch bei der neuen Staffel rauskommen. Dann gibt es der Ice Blade Sorcerer's Spell Rule the World. Der Anime-Titel. I'm a Spider, so what? Oder zu Deutsch, ich bin eine Spinne, na und? Der ist übrigens... I think a Spider. Das ist übrigens einer, der ist zur gleichen Zeit rausgekommen wie meine Wiedergeburt als Slime. Ist aber für die Leute, die den Anime kennen, aber den Manga nicht gelesen haben, ein bisschen verwirrend, weil es zeitachsentechnisch ein bisschen verwirrend ist. Weil im Anime ist es so, dass es erst um die Spinne geht, dann um die Schüler geht und dann erst die Zeitlinien zusammenkommen. Ein bisschen verwirrend. Aber du musst im Prinzip nur wissen, die Spinne lebt in einer anderen Zeit als die Schüler, um die es teilweise geht, die in diese Zauberschule gehen. Die kommen aber ursprünglich alle aus derselben Welt, sind Wiedergeborene. Und am Ende der ersten Staffel, nach 24 Folgen, verschiebt sich die Achse und dann erst kommen sie auf die gleiche Zeitachse. Also. Ja, ich habe das Gefühl, um zu verstehen, was er gerade gesagt hat, muss man schon irgendein gewisses Vorwissen zu genau diesem Anime mitbringen. Ich habe es nicht checkt. Du hast quasi die Spinne, die quasi etwa 15 Jahre vorher existiert und wenn die Menschen sprechen, dann hast du immer so die Sache, dass du immer von dem Schrecken des Labyrinths hörst und der Schrecken des Labyrinths ist die Spinne, die in der Vergangenheit quasi abgegangen ist. Okay. Also ein bisschen verwirrend, aber ist sau cool. Ist übrigens kein Overkill-Anime, also die Spinne überlebt zwar alles, aber halt immer nur so ganz knapp. Also die ist kein absoluter Overkill. Die wird zwar am Ende zum Overkill, aber die muss halt wirklich sich das hart erarbeiten. Ja, so halt. Mal sowas, weil die meisten Animes so, keine Ahnung, werden die schon Overkill-Spinne werden ist harte Arbeit, geboren mit, weiß ich nicht, übernatürlichen Kräften und die sind... Wird sie auch als Spinne, aber sie levelt halt mit der Zeit und sie geht halt mehrere Male fast drauf, also ist ganz knapp, dass sie das immer überlebt. Das ist fast das gleiche wie... Und da hätte sie der Pantoffel fast erwischt. Da hat sie knapp überlebt und dann hat sie weiter aufgelevelt. Spinne Level 20. Oh Gott, wie hieß denn der Anime? Den gibt's auf Netflix.
Das ist so ein Katzenmädel mit einem Schwert, was reden kann. Das ist irgendwie so ein Gott in einem Schwert wiedergeboren. Und der muss sich dann auch erstmal hochleveln und schaltet so Sachen frei und so. Und wird dann zum krassesten Schwert überhaupt. Ist auch Das super sagt mir witzig. tatsächlich auch gerade nichts, aber da gibt es auch einiges, ja. Was auch ziemlich cool ist, ist Es sagt ihm überhaupt nichts, aber da gibt es einige. Alter, die Aussagen widersprechen sich. Also entweder sagt dir das was und sagt dir, dass es da einige gibt, die eine ähnliche Story haben, oder es sagt dir überhaupt nichts und du hast das noch nie gehört und dann weißt du nicht, ob es das gibt. Ne? Kimichi Moonlight Fantasy. Gesundheit, Rainer. Du kennst doch diese typischen Animes, es wird jemand in unserer Welt stirbt er und er kommt zurück, kommt in eine neue Welt wiedergeboren. Ja. Typisch Isekai. Dieser Anime ist ein bisschen anders. Er ist zwar auch in einer anderen Welt beschworen worden, aber weil seine Eltern Scheiße gebaut haben. Und zwar sind seine Welt. Ja, hätten die mal besser ihr Zeug gemacht. Warum bauen denn die Scheiße? Das ist Hater gewesen, die Eltern. Aus einer anderen Welt in seine Welt, also in unsere Welt gekommen, haben 3 Kinder haben gevögelt, haben 3 Kinder jetzt. Ui, da hat er nochmal angeklopft, der Dr. Freud. Haben 3 Kinder haben gevögelt und 3 Kinder gezeugt, ne? Ja, Rainer, ganz ehrlich, such dir Hilfe. Es ist langsam, ne? An einem besorgniserregenden Punkt. Such dir Hilfe, Rainer. Zeugt. Und einer von den 3 Kindern, der älteste Sohn, in dem Fall er, muss zurück in die andere Welt. Und weil er seine Schwestern davor bewahren will, geht er in die andere Welt. Das Problem daran ist nur, er ist hässlich wie die Sau. Nein. Und die Göttin ist eine totale Bitch. Das kann man anders echt nicht sagen. Und weil sie ihn so hässlich findet, weist sie ihn an das Ende der Welt. Aber da der Gott unserer Welt, als er zu denen gekommen ist, Mitleid mit ihm hatte, ist er hergegangen und hat ihm ein paar God-Cheat-Skills mitgegeben. So kann er zum Beispiel alle Sprachen sprechen, weil das hat sie ihm gegeben, als einzige Sache, die sie ihm gegeben hat. Und er hat halt unendlich viele Möglichkeiten, da sich zu skillen. Und er wird halt immer stärker und killt gleich am Anfang oder killt fast gleich am Anfang den Drachen, der sich dann wiederum ihm unterwirft und dann voll den Samurai-Fetisch bekommt. Verwandelt sich dann in einen Menschen und wird vorher die Samurai-Bitch. Ich weiß, keine Ahnung, das ist wie wenn dir ein 7-Jähriger irgendwie die Story von irgendeinem Ninjago-Film erzählt, oder? Zählt dann noch eine riesige Dieser Mann ist 36 Jahre alt. todbringende Spinne, die die ganze Welt aufzufressen droht. Die wird dann zu einer richtig schönen schwarzen Gothic-Braut. Dann haben sie noch einen ganzen Arsch voll Arachnen und Dragoniden und weil er am Anfang auch noch, bevor er den Drachen in die Knie gezwungen hat, hat er auch noch die Situation gehabt, dass er die Orks gerettet hat davor und zusammen gehen die dann in einen Subraum, wo die dann eine eigene Welt aufbauen. Das ist total irre. Ja, So, geil. auf jeden Fall krank. Genau. Dann gibt's. Ja, absolut krank. Aber Leute, ich mache jetzt hier Pause. Und ich glaube, den ganzen Anime-Stuss, den überspringen wir vielleicht, wenn dann nochmal so ein lustiger... Da kommt nochmal sowas. Der lustige Titel, den er dann da verhohnackelt hat, wenn sowas wieder kommt, dann gönnen wir uns das. Aber, es geht hier jetzt wirklich nur noch über Animes. Okay, ja, das wird anstrengend, aber wir sind gut weit gekommen. Leute. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier alles war. Wir sind 1,5 Stunden jetzt fast am Stisseln. Vom Jobcenter kam hier noch gar nichts, oder? Kommt da später noch was vom Jobcenter? Wait. Tut nicht, was Rainer tut. Battle off.